Aber ganz so gut wär's nicht, weil dann geht's einfach zu diesen Leuten heim und der Rest der Welt sieht man gleich nie. Es wäre doch viel gescheiter, man würde sich am Abend, wenn der Laden schon zu ist und es draussen feister wird, zum Türöffner schleichen, durch die Nacht in der Weltgeschichte rumhulanern und am Morgen wieder zurück im Laden sein, oder? Jetzt verschlägt der Frau Lebkuchen die Prinzessin die Sprache. Wow, sie wollte immer fortgehen, aber wie ankehren? So weit hat sie nie gedacht. Leck, Beck, du bist ein Genie. Aber hey, wo ist denn der Schlüssel, den ich brauche? Nur keine Panik, der hängt in der Bachstube an einem Haken. Den hole ich ohne Problem. Oh, wie ich die Türen genau auftun muss, weiss ich auch schon. Das habe ich extra ausspioniert. Das glaube ich einfach nicht. Ich habe immer gemeint, hier sind alles nur Langweiler, Blöffer und Dummnasen um mich herum. Aber da habe ich mich ja gehörig getäuscht. Du bist echt der Hit. Darum verrate ich dir auch meinen Vornamen. Den weiss nämlich hier sonst niemand. Ich bin das Rosinli Lebkuchen. Und wie heissest du? Rosinli? Einmal nicht. Hallo, so heisse ich. Nein, natürlich nicht. Aber der ist so schön, dein Name. Und passt so gut zu dir. Also, ich bin der Manduel Gritti-Benz. Also gut, Manduel. Los geht's mit der Freiheit für das Rosinli Lebkuchen. Gerade heute Nacht will ich die Welt entdecken. Juhu! Psst, nicht so laut. Wir wollen ja nicht, dass uns noch jemand beim Bäck verratet, oder? Und nicht so schnell. Also ich habe schon gemeint, wir besprechen das zusammen zuerst noch richtig in aller Ruhe, bevor es losgeht. Schliesslich ist die Welt draussen gefährlich und gross und... Ja, Mami. Hey, Manduel, weisst wer meint? Nur die es nicht genau wissen. Sag mal, ich habe schon Freude gehabt, du bist ein Held. Aber du bist ja auch nur ein Gritti-Höseler. Das lässt der Herr Manduel Gritti-Benz nicht auf sich hocken. Er schüttelt energisch seinen Kopf. Sicher bin ich kein Gritti-Höseler. Also gut, dann helfe ich dir schon heute Nacht. Aber komm dann nicht rennen, wenn dir etwas passiert. Juppi-duppi-du, du bist der beste Manduel. Keine Angst, ich renne bestimmt nicht. Ich kann mich nämlich wehren. Schliesslich habe ich schon mal zugeschaut, wie 2 Typen vor der Bäckerei geschlägelt haben. Also das kann ich sicher auch. Der Herr Manduel Gritti-Benz muss schmunzeln. Super, eine Lebkuchenfrau, die meint, sie könnte schlägeln. Also das Rosinli ist schon eine Nummer für sich.